Das ist Wahnsinn, hier haben wir 700 Big Blinds an dem Tisch. Was geht denn, Leute? Heute mal Online-Grind. Hier werden auf CoinPoker PLO 50 spielen und an der 4 Stunden Leaderboard Challenge teilnehmen. Es gibt zwei verschiedene Leaderboards. Einmal bis zu PLO 50. Da gibt es $3.000 alle 4 Stunden abzugreifen. Und dann gibt es nochmal PLO oder No Limit Hold'em 100 und höher. Da gibt es $9.000 alle 4 Stunden. Ich habe diesen Monat nicht genug Stunden reinbekommen, habe andere Projekte am Laufen. Und ja, live spielen wir im Moment gar nicht. Also wird es allerhöchste Zeit, dass ich mich hinsetze und grinde. Und da bietet sich diese 4 Stunden Leaderboard Challenge perfekt an. Auch wenn wir ein bisschen rusty sind, werden heute versuchen, so viele Tische wie möglich zu spielen, damit wir so viele Punkte wie möglich sammeln, um Erster zu werden. Also vielleicht nicht so gut, wenn man rusty ist, so viele Tische reinzunehmen. Besser auf Winrate achten und so. Also nicht nachmachen, Leute. Aber ja, mal gucken, wo wir da landen. Wir ziehen es erstmal durch. Und let's go. Ich mache hier Full Screen Mode und wenn es eine interessante Hand gibt, dann zoome ich ran. Ich hoffe, das ist dann von der Quality her noch gut. Wir spielen jetzt 6 Tische. Ist ein bisschen, wie gesagt, ich bin mega rusty. Also wird es auf jeden Fall einige Fehler geben und dann so viele Tische spielen. Ist auch nicht so smart, aber wir wollen ja Leaderboard gewinnen. Im Moment sieht es nicht so gut aus. Aber hier 3 Herz fold ich. Fold ist so geil, die Hand irgendwie. Im Moment sind wir 14. Wir haben 167 Punkte und Leader hat 380 Punkte. Ich habe keine Ahnung, wie das gemacht hat, denn wir sind von Anfang an dabei. Aber der muss wohl mehrere Hände gespielt haben und auch einige große dabei gehabt haben. Ein paar All-Ins oder so. Yo. Ich bet fold das mal hier. Wir warten jetzt kein King oder so, dass sie folden, aber wir haben ein paar Backdoor Possibilities hier. Multiway. Denkt besser. Der eine muss nachdenken, ob der jetzt raisen könnte und die leveln sich dann alle selber ein bisschen. Wir versuchen jetzt überall die Action mitzunehmen, so gut es geht. So viele Hände wie möglich reinzukriegen. Bisschen risky, aber Postlauf einfach gute Entscheidungen treffen. Das erinnert mich total an meine Mandalay Bay Leaderboard Grind Zeit. Gott sei Dank geht die hier nur 4 Stunden und nicht die ganze Woche. Nein, was hat er? Ganz lecker für meine Hand hier. Let's go. Chip it. Oh, ich steige ein bisschen auf gerade. Okay, sieht gut aus. Bisschen aggressiveres Spiel, bisschen mehr Hände reingeholt und direkt Boost bekommen. Müssen wir jetzt irgendwie so Tempo beibehalten. Momentum finden. Wir sind im Moment 16. mit 268 Punkten. Babe, can you do me a big favor? Can you make a coffee for me? But a big one, so I don't have to leave. Just as big as possible, so I can keep it here and I can leave for 4 hours. From Starbucks? Oh no, not from Starbucks. Oh no, just the regular coffee from home. Oh, from here. Yeah. Mal 10 am River hier. Boom.
Das, Leute. Quartz hier mal. Ein zweiter Quartz in dieser Session. Ich hatte Asse. Der gute alte Peter. Ich wieder Set finde, was geht ab, Leute? Haben wir, glaube ich. Was ein Flop. 3-Byte-Port Multiway. Aber leider kein Herz. Auch wenn er Flush Draw hat, könnte sehr gut sein, dass er hier der Herz checkt. Ich hätte trotzdem mal. Was halber mal. Also beide Flush Draws. Wahrscheinlich. Paar Hoffnung.
So Leute, wir nähern uns dem Ende zu. Haben noch 5 Minuten left und war eine swingy Session, muss ich sagen. Also die ersten 3 Stunden liefen ziemlich smooth, glaube ich. War zwar ein bisschen down, so $25 oder so. Aber overall lief ganz gut. Ein bisschen unlucky gewesen, ein paar Spots. Und dann ging es nur noch bergab. Wir haben einfach einen Flip nach dem anderen verloren, immer nuts gefloppt und dann ausgesackt worden oder so. Und ja, zum Ende hin, glaube ich, sind wir trotzdem noch irgendwie ein bisschen plus. Und in der Leaderboard-Geschichte hier, Leaderboard-Grind, sind wir auch zumindest in the money. Wir sind Achter im Moment, ganz, ganz knapp dran an 7. Platz. Da gibt es nochmal $5 mehr. Ist lecker hier. Geht zum Abschluss wahrscheinlich nochmal rein hier. Oder auch nicht. Das ist Wahnsinn, hier haben wir 700 Big Blinds an dem Tisch. Das war so ein bisschen die Rettung hier. Ich zeige zum Ende hin gleich nochmal meinen Graphen und ja, dann gucken wir haben noch 3 Minuten left. Mal gucken, ob wir das noch schaffen, den 7. einzuholen, aber es sieht nicht so gut aus. Ja, ich habe zum Ende hin noch mal 8 Tische hier gespielt. Hier ist ein Tisch kaputt gegangen, aber überwiegend 8 Tische gespielt und ich glaube das nächste Mal, also zum nächsten Video hin, müssen wir eigentlich auch Minimum 8 Tische spielen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Denn der da gerade Erster ist, also ich habe 1810 Punkte und der Erste hat 4500, also mehr als das Doppelte. Aber war mal wieder geil hier zu grinden, 4 Stunden einfach durchzuzocken. Am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt reinzukommen. Aber jetzt bin ich voll im Tunnelmodus. Also. So Leute, fertig. Ich mach nochmal vorsichtshalber 1 Minute länger, dann nicht, dass so. Oh, wir sind 7. sogar. Krass, bei 30 Punkten noch den 7. eingeholt. Ey, die $5 mehr oder weniger, aber nach so langer Zeit Pause bin ich ganz zufrieden mit meinem Grind, muss ich sagen. Jetzt kommt der Kollege. Setzt sich gerade ran. Ich wollte gerade die Session beenden, Leute. Wir haben es geschafft. 4 Stunden durchgegrindet. Nach ganz langer Pause, nicht mehr so krasse lange Sessions gegrindet. Hat mal wieder gut getan. Und mit dem Results bin ich auch zufrieden. Einmal zum Abschluss hier, Leute. Letzte Hand. Jawoll. Jetzt nochmal schön All-In pushen. Taco Cat, let's go. Nein. Let's go, let's go. Letzte Hand, Leute. Letzte Hand. Geil. So, Leute, Session beendet. Und hier ist nochmal der Graph. $68 plus an den Tischen. War ziemlich swingy, muss ich sagen. Also, die ersten so 2-3 Stunden lief nicht viel. Da war ich die ganze Zeit Break-Even. Bisschen minus. $20-30 minus teilweise. Und ja. Und dann ging es eigentlich bergab. Einfach alle Flips verloren hintereinander. Das war hier so ein bisschen. Asse gegen Asse verloren. Und ein paar Mal Nuts gemacht verloren. Und ja, im Endeffekt doch noch rausgeholt. $68 plus, 4,5 Stunden gespielt und wir sind 7. geworden in der Leaderboard-Geschichte hier. Das nächste Mal muss ich auf jeden Fall mehrere Tische mit reinnehmen. Ich habe dann zum Ende hin 8 Tische noch gespielt. Lief auch ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ja, hätte ich von Anfang an irgendwie viel mehr Tische spielen müssen, um da überhaupt was reißen zu können. Also 7. Platz, wir haben 1873 Punkte. Und der Erste, der hat ja doppelt so viel. Und mehr als doppelt so viel. Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal probieren. Hat Bock gemacht, 4 Stunden durchzugrinden. Hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Als nächstes sehr wahrscheinlich Hold'em oder Pelo 100 und höher. Mal gucken.